reinbringen. Ein weiterer Punkt, wo eher mit der Steigerung von der Release-Qualität zu tun hat. Also es muss nicht alles immer auf Songqualität, aber ich nehme das wie so zusammen, weil für mich Musik, die Steigerung von der Musikqualität ist auch gleichzeitig die Steigerung von deiner Release-Qualität oder wie du etwas präsentieren. Dort ein Punkt, wo ich so gut wie nie gesehen. Bei dieser Frage, wenn Leute zu mir kommen und irgendwie 5, 6, 7 Tracks ready haben, die sind auch alle released, oder irgendeine kleinere EP, und dann sagt man mir, ja, aber Alex, ich habe keinen Content. Dort kann man sich immer, und das sehe ich nicht so oft irgendwie, und ich frage mich die ganze Zeit, wieso, man kann nach Abschluss von einem Song, den man erstellt hat, kann man sich die Lyrics anschauen, wo dort entstanden sind, und nachher macht man zu diesen Lyrics irgendwelche Content-basierende Sachen. Weil, ob man das jetzt mit einem Kollegen anschaut oder selber nicht so, weil man selber den Text geschrieben hat und nicht so eine gesunde Distanz dazu hat, dort empfehle ich ganz oft, dass man sich mit jemandem in seinem Artist-Team, Kollege, Kollegin, seine Texte anschaut, von einem fertigen Song, den man da geschrieben hat, und dann soll man mit dem Kollegen herausfinden, was gewisse Lines sind, wo man zu Content könnte umwandeln. Wieso sage ich das? Weil in Verbindung auch zu deinem Release kann das sehr die Qualität vom ganzen Song-Release steigern, wenn man dort ein bisschen vorbereitet ist und ein bisschen analysiert hat, was man dort selber geschrieben hat. Weil es gilt wie so nicht, wenn mir Leute sagen, hey Alex, ich habe kein Content. Der Content ist gerade vor deiner Nase. Der Content sind die Lyrics meistens, wo du dort antextest. Weil die Lyrics oder die Texte, jemand, der Musikmarketing betreibt, der kann am meisten Inspiration für Content-Ideen, sage ich jetzt mal, kann man aus den Lyrics rausziehen. Und es ist eigentlich ultra obvious, für mich jetzt zumindest, für viele vielleicht, die das zum ersten Mal gehört haben, noch nicht so, aber darum erwähne ich es, weil es so obvious ist und trotzdem viele das gar nicht machen. Darum dort ganz pragmatisch schlage ich euch vor, wenn ihr einen Song fertiggestellt habt und ihr seid zufrieden mit dem Song, oder der Song ist zum Beispiel schon released, weil die Frage höre ich auch ganz oft, ja, was soll man jetzt für Content dazu machen? Geht nochmal den Text durch, deine Lyrics, darum kann es überhaupt nicht schaden, oder ist es sehr hilfreich, wenn ihr die Lyrics als Text habt, irgendwo als Word-Datei, und die gehen ihr entweder mit jemandem in deinem Camp durch, wo das ein bisschen distanzierter anschauen kann, und die Person soll dir dann zum Beispiel sagen, welche Lines sie most memorable findet, sagt man im Englischen, welche am einprägendsten ist oder welche man sich am meisten merken tut. Egal jetzt, ob man aus dem Hip-Hop-Kuchen kommt oder in anderen Genres, das geht mit jedem Genre, was ich da erkläre. Und dann macht man die Lyrics, flippt man die, tut man die irgendwie umwandeln zu Content. Ihr müsst euch vorstellen, so denken Leute meistens, die das professionell machen, sag ich mal, das Musikmarketing-Ding. Du schaust dir einfach an, okay, was für einen Kontext, was für eine Bedeutung kannst du mit dem Song aufbauen, und die Bedeutung oder der Kontext, der ist meistens steckt in den Lyrics, in dem, was du geschrieben hast. Ich weiss ja gar nicht, wieso Leute sich dort das Bein ausreissen, zum 7-mal um die Ecke zu denken, wenn die Content-Ideen gerade vor deiner Nase sind. So, das ist jetzt ein einzelner Punkt für mich, wenn es darum geht, wie man seine Release-Qualität kann auf einfache Art steigern kann.